Neuer Part, neues Glück. Willkommen zurück, Freunde, hier zu Fire Emblem Path of Radiance. Und, jo, es sieht doch eigentlich relativ gut aus hier. Zwar bloß die zwei Magen, die müssen nerven. Plus der Typ, der wird wohl kaum kommen. Naja, ansonsten geht es unserem Team auch ganz gut. Kann man ruhig so sagen. Deswegen dem ist auch ein bisschen doof. Ja, ich stelle mal Ike hier hin. Donnerschwert, Marcia. Mit der Stahllanz. Nö. Mit dem Langspeer. Damit der nicht angreift. Dann behalte ich mal so noch in der Hinterhand. Syrog ist immer geil. Geil drauf wohlgemerkt. Nee. Genau, in der Hinterhand. Damit er nachher möglichst schnell angreift und die alle wegbasht, wenn es irgendwie möglich sein sollte. Kennen kommt schnell hinterher, wenn es das ist. Gut, dann Boyd geht auch nach vorne. Und der Rest geht ein bisschen in die Richtung, wa? Naja, das passt schon. Erinnere mich ein bisschen an die Karte. Aber wie ist jetzt schon wieder? Aus Yu-Gi-Oh! Und zwar die Staffel mit Dungeon Dice Monsters. Das ging irgendwie. Wie ist jetzt der Angriffsninja, glaube ich, war? Sind unterwegs mit dem rechten Arm nach vorne. Wie der Angriffsninja. Verrückterweise. Also gut, nee, der geht in die falsche Richtung. Entschuldigung, wollte ein bisschen über Yu-Gi-Oh! Erzählen. Aber passt gerade nicht. Mann, dass jemand Kevin angreift. Vor allem, wenn man trifft und Schaden macht. Ich dachte, Kevin wäre eine coole Einheit. Auf Fehlanzeige! Das ist bloß ein Penner! Wer kommt da ständig rausgeschlichen? Also Leute, was ihr hier treibt, ich weiß auch nicht, aber das ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Toll. Eine relativ hohe Crit-Chance. Ja gut, ist auch nicht wahr. Mal angreifen. Die machen eh keinen Schaden, von dem her. Ich muss bloß vorsichtig sein, dass ich noch weit genug weg bin. Nicht, dass sie plötzlich angreifen und dann killen sie meine anderen Leute. Jetzt auch nach unten anlocken, wa? Der bleibt scheinbar da. Mit einem Karp ist an schlecht. Ja, toll, war? Nee, eben scheiße, ich will da eigentlich da voll rein. Mann, ey. Leute, weiß ich auch nicht. So. Wer bist du denn? Hallo? Bonjour noch? Ja gut, mach halt Wurfbeil. Wurfbeil ist cooler und gibt eine coole Laune. Ich wollte gerade sagen, eine coole Laune. Da kommt wohl keiner mehr raus, oder wenn doch, kann Boyd hier bleiben. So, jetzt muss endlich der Typ hier weg. Die beiden nachher auch und der sowieso und der natürlich nicht. Das ist ein anderes Thema. Heißt für uns, Ike kommt bis dahin und bis dahin. Okay, Marcia kommt bis dahin und bis dahin. So, dann kann überhaupt nirgends hin, das heißt, er muss ihn platt machen. Was er natürlich nicht will. Vielleicht schon, aber nicht kann. Höhere Crit-Chance. Komm schon. Zweimal den Crit. Oder dreimal würde ich gerade sagen. Dreimal den Crit. Ah, Scheibenkleister. Ja, typisch in der Soul macht es natürlich nicht. Das warte ich machen mal ein Ding hier. Dreckspain, genau. Dass ich ihm halt irgendetwas in Richtung Magieschilden so gebe. Jetzt 17 Resistenz, also. Wenn der angreift, wie hat er gesagt? 20 macht der Schaden, war? Grundmäßig 20, als bei ihr macht er 3. Ha.
So, Seahawk, du kommst zu dem hin. Gut, machst gleich mal platt. Gehen wir noch eher auf die Eier. Jetzt hoffe ich einfach nicht, dass Gilles Vater noch angeschlichen kommt. Er spricht selbstständig, wa? Der dürfte gar nicht kommen. Nö, darf er nicht. Das hat aber so im Vertrag stehen, er darf nicht. Was ist eigentlich platt hier mit dem Donnerschwert? Ja, mein Traum vielleicht, wa? Nee, auch in den leider nicht, aber den können sie plätten. Tja. Man kann nicht alles haben. Tschüss! So, Ike, wann hast du endlich Rang A mit dem Schwert? Das darf doch nicht wahr sein, ey. Mein Rang S ist sowieso ein Traum. Das er nie erfüllen wird. So, also ihr Vater dürft auch nicht angreifen. Erstmal einen Stärkentypen platt hier, war. Mit Bullganone. Alter Schwede, wird der reinhauen. Ich wollte. Aber jetzt echt Ritter tot. Ich wollte ein Eisenschwert nehmen. Ist auf ein Ritter tot gewählt! Ja, sieht typisch aus, aber macht so gut wie keinen Schaden. So viel dazu. So, schnell ablocken. Jetzt kommt er. So, jetzt kommt er natürlich nirgendwo mehr hin. Perfekt für Kevin zum Vorzustoßen. Der Rest ist bewegt. Wer fehlt noch? Achso, unsere Assassine. Ich hol dich vom Himmel! Nö. Einfach so, hup. Habt ihr es gesehen? Einfach so, hup. Hup. Mann, Leute, wie doof seid ihr eigentlich? Ein Schwertmeister anzugreifen. Ist das echt euer Ernst? Seht ihr, die sind immer ein bisschen schlauer. Ah ja, Jill macht das alleine, ohne Hilfe. Ja, wenn es weitergeht, macht es wirklich ohne Hilfe. Gut, ich meine, ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen, aber bei Rolf ist es schon ein bisschen doof, wenn das, naja. Er nichts abbekäme, du, Lagus! Oh, da kommt Verstärkung, das lobe ich mir doch. Was ist halt doch hier? Hä? Hallo? Ah, jetzt. Stell es mal hier unten hin, damit sie angegriffen wird. Aber wer sieht mal auf die Stahllanze? Das Speer bald mal down ist. Ja, dann können die kommen. Ihr wartet hier. Und wenn alle kommen und Schild nicht alle gleich platt macht, hat doch ein Problem. Naja. Das ist dann mein Problem. Ja, wortwörtlich. Und Alia rennt aufs Schlachtfeld. Obwohl sie das nicht darf. Wäre mal geil, sowas zu machen, wa? Nee, komm, Menschen, mach's noch richtig.
Ah. Kein einzigen Critical Hit von Ike. Das darf aber nicht wahr sein. Na, immerhin hat ein cooles Schwert. Und aber ein bisschen mehr in die Defense. Sehr gut. Ja, Ike ist echt ein bisschen Allrounder. Eigentlich typisch für solche Spiele. So, Elfendonner Vorteil am Angreifen. Und er ist Fujikato. Ich glaube echt, Leute, sich bei ihm halt... oh, geil. Was wollte ich gerade sagen, genau. Dass bei ihm Stäbe gar nicht trainiere. Weil meine Stäbe sind an und für sich ja schon geil. Ich habe bei ihm eigentlich schon etwa so 3 Sorten von Attacken und so. Und das vielleicht doch anfange, ihn halt... Wie soll ich sagen, dass halt alle... Ich überlege gerade. Überleg schneller. Ja, ne, Moment. Ich lasse sogar so. Also, doch sag irgendwie... Donner, Wind, Feuer plus Heilung. Und dann, das Sie, Khalil soll eher auf Entfernungsattacken gehen. Sprich in die Meteor, Orkan und solche Dinge halt. Plus in ein Messer. Dann würde es irgendwie passen. Naja, okay, jetzt haben wir ihn noch. Tomahawk, Mal gucken, was würde ich denn für einen Schaden kassieren? Was machen muss man gerne fragen. Willst du verarschen? Gut, ich meine, ist Eisenbogen, ne? Verstehe ich noch, aber... Alter, ist der schwach. Okay, Freunde, der stimmt in diesem Kapitel noch. Alter! Ich dachte, wir müssen mehr aushalten. Hier unten könnte es gleich eng werden, aber das Problem muss ich halt angehen. Gut, in der hat Eisenlanz, der stirbt sowieso, wenn er Chill angreift. Und offen muss ich halt vor allem die killen, mit den stärkeren Waffen und die halt nicht. Und ja, wir müssen halt gucken. Jetzt hauen sie natürlich ab, toll. Mane, jetzt hat ihr Pfeifen. So, jetzt gucken wir mal, wie weit kommt der denn? Kann bitte Vollklang war nicht schlecht. Was kannst du stehlen? Ich wollte gerade sagen, also wir werfen jetzt stählbar, wenn wir jetzt ein bisschen gewundert, wenn das gehen würde. Naja, wir können eh nichts mehr stehlen. Bei ihm vielleicht Uniwacht, wird noch gehen. Aber ich habe schon eine. Ich meine, ich habe 2, wären natürlich auch geil. Diese Folge hier abziehen. Nee, ich will erst mal ein bisschen trainieren hier. Ja, aber es aussieht viel trainieren. Gut, ich meine, 16 ist schon mal viel. Du musst mit Rolf vorschwächen. Alter, der macht 20 Schaden. Ist das geil. Jetzt gehen natürlich direkt alle. Mann, ey. Khalil, was soll das? Aber das erlaubt, nö. Ja, scheiß die Wand da, ne. Du Flegel! Ich wollte eigentlich 110 Kapitel abschließen in Bonus-EPs, aber naja. Nee, kann man so gute Trainingsmöglichkeiten hast und die Bonus-EPs werden sie wieder aufwiegen. Man kennt's ja, man kennt's ja. So. Ist bei dem aus. Schon verrückt, wa? Die Unterschiede, ey. Den treffe ich echt so. Wollte man fast sagen, doof, wa? Macht auch weniger Schaden. Okay, dann schwäche ich ihn erstmal, oder soll ich ihn direkt killen? Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil man kann mit Volker ihn angreifen. Da sehe ich 12 Schaden, toll. Hier sind es 14, er trifft.
einfach echt wenig Verteidigung. Aber das war schon immer so bei Assassinen, die halten nicht viel aus. Das ist leider so. Was will eigentlich Rolf bei ihm machen? Hä? Den doppelst du, aber den... Den wollen dran hier verarschen. Du greifst halt ihn an. Eigentlich sollte er die Hauptkills machen, aber das sieht momentan ein bisschen lässig aus. Jo, immerhin. Yeah, Waffenlevel gestiegen, geil. Jetzt schon D, war kann er jetzt den? Dann kannst du ja Langbogen schon nutzen, Alter. Auch nicht schlecht. Ja, komm, Bewegung 8, war. 1, 2, 3. Kann er überfliegen, war. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hat er eine Eisenlanze. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier angreifen. Das heißt, stelle ich Volker hier hin. Wir sind trotzdem zusammen treffen und gehe das Risiko an, dass mich vorne noch trifft. 14. Ja, ich habe genug KP auch für beide, wenn beide kommen sollten. Wie es aussieht, ey. Krepp hier endlich, du Arsch! Trifft sogar nur einmal, dann schlecht. Denkt ihr an das, was ich denke? Jo. Denke das gleiche, wa? Und zwar, was macht Rolf gegen ihn? Wobei Geschwindigkeit 9 doppeln wird also nicht. Der greift einmal an mit einer Gesamtstärke von 22 und Rolf ist nicht tot, aber es geht nicht mehr so gut. Typ. Immer auf die Kleinen. Ich krieg dich. Autsch. Tja, ich sag's immer auf die Kleinen. Er darf wieder ab so, ich war's nicht. Doch man, du bist ein Arsch. Das ist ja sowieso. Da hat Rolfi Bolfi ganz recht. Trefferquote, war Alter. Ich kann den Rolfsbogen echt so oft einsetzen, das ist eigentlich echt das Geilste daran. Volker, kannst du ihn noch ein bisschen schwächen? Vielleicht Exitus mal gucken, wa? Nö. Er hat keinen Bock drauf. Wieso auch der Feken ausgelöst werden, wa? Mach doch einen Crit, Rolf. Aber er hat keinen Bock auf einen Critical Hit. Du vielleicht mit Messer? Boah. Ganz schlecht. Ich muss mir vorstellen, dass ich halt hier hinstelle, aber chillen ihn ist dann wieder down. Obwohl, jetzt gerade geheilt, das könnte noch klappen. In der Stahllanze, okay, ich stelle mal hier hin und du machst mal ein bisschen Wind. Ein bisschen viel Wind um die Sache. Dann ist halt die Frage, soll Chill echt ihren Vater angreifen? Denk mal, es gibt sicher noch interessanten Texten zu, den könnte man sich noch mal anschauen, wa? Okay, trotzdem macht sich mal der Rest hier bereit. Wobei, was soll man hier noch viel breiter sein als jetzt schon? Die können alle angreifen bereits, also von dem her müssen sie gar nichts mehr bereit machen. Magieschild braucht auch keiner. Heil braucht eigentlich momentan auch keiner mehr. Ja, ich weiß, Verschwendung, Leute, aber wie gesagt, vor allem bei ihr, wir müssen sie trainieren.
Aber den Meistersiegel, sage ich schon, Meistersiegel einsetzen könnte. Wer will das schon? Mann, ey, Alter. Der zieht's auf die Palme. So ein Rest habe ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt auch schon bald Stufe 16, wa? Dann habe ich hier eine Hütte übersehen, die noch irgendwie noch nicht zu ist. Nö, sind alle zu. Boah, ist so unten auch bequem, gut. Das gefällt mir doch. Was macht mit dir? So, stellen dich hier hin, dann kommt der Rolf hinterher. So, und dann geht Alia mal nach unten zum Heilen. Ich denke mal, hier oben gibt es nicht mehr viel zu tun nachher. Chill, die Verräterin, ich kill dich! Oh. Kennst du Kill Billy? Ich bin Kill Chili. Was? Der Spielerzug und jetzt komm schon. Ich will sogar mal noch offen. 14, dann kommen 15 Züge. Oh, ich muss jetzt also Finito machen, wa? Finito in Catatem. In diesem Sinne, Tschüssikowski. Also Chili kommt gar nicht mehr dazu zum Quatschen mit ihrem Vater, verdammt. Oder aber 15 Züge Zeit? Da gehe ich einen Zug nachher. Wisst ihr was? Ich mache es wie folgt. Ich mache die Aussetzen-Funktion, das ist eigentlich immer ganz geil. Und dann sehen wir es ja, wa? Ich würde schon noch gerne wissen, was jetzt passiert. Oder soll ich denn... Ja, wie soll ich es denn sonst machen, wa? Soll ich mal einen Save-State riskieren? Klappt echt? Noch nie gemacht auf dem Gamecube-Emulator. Mal gucken, Leute, ob das klappt. So, Save-State. Dann machen wir kurz aussetzen. Scheint zu funktionieren. Man hat das damals bei Whis gemacht. Kapitel fortsetzen. Jo. Okay. Also mein Ziel ist jetzt, im nächsten Kapitel mache ich ihn platt. Das ist das Ziel. Ich denke mal, Rolf kriegt ihn jetzt dazu zum Heilen, aber vielleicht ja ihn noch. Ja, geil, wir haben echt noch diesen Zug Zeit, okay. Jetzt Alia, Moment, kriege ich Robert doch noch dazu. Ja, geil. Das ist doch Racing praktisch. Aber egal, es muss auch ohne ihn gehen. Und Level Up für unsere gute Alia, die geistliche Stärke. Da wird sie Messe bekommen, eigentlich ja weniger. Moment mal, geistliche Weise. Nee, also das sicher nicht, weil das Alia jetzt so einer wird. Nee, weil Alia soll ja, hat mir mal geschrieben, sie soll zu einer ziemlich geilen Einheit nachher werden. Weil das immer sein wird, keine Ahnung. Scheiße, ich schaff's nicht mehr mit ihr. Aha. Ja, sorry Leute, aber dann muss ich es halt so machen. Weil ich will ihn unbedingt noch mitnehmen mit den Erfahrungspunkten und so. Tut mir leid, ich dachte noch ein bisschen mehr Zeit, das wird besser aufgehen. Aber egal, mach es mal so, wa? Ich muss trotzdem taktisch gucken. 29 hat er nachher noch, okay. Ja, dass man wohl Uniwach trägt, wa? Wo mit 17, wenn nachher Seahawk den Finisher macht. Sie können natürlich auch noch angreifen aus der Entfernung. Wobei geht auch aus der Nähe und reizt sie einfach wieder weg. Mit Eisenschwert zum Beispiel, und nachher verschwindet wieder. Ja, geht auch. Und sonst haben wir noch so da. Also wir haben genug zum den Platz machen. Muss man gucken. Er ist schon Stufe 8, oder so gerne so belassen. Naja, gut, greift sie mal an. Ja, sorry für alle Chill-Fans und so. Ich hätte es gern gesehen und sonst müsst ihr halt auf. Niemand von uns wünscht sich einen langweiligen Kampf. Komm, mach den hier zurück. Verdammt, ist jetzt. Ja, darfst du überhaupt sagen, die Webseite? Es gibt eine gute Website mit Fire Emblem-Artikeln und so zu den aktuellen Spielen, wo man auch nachgucken kann, von wegen, ja, das und das passiert in dem Kapitel. Auf das müsst ihr achten und so.
Phaesus, genau. Wir müssen da mal ein bisschen gucken und so. Deswegen, naja. Sonst einfach einen Kommentar nachfragen, kann ich auch dort schreiben. Oder eben auch googeln, müsste noch schnell findbar sein. Egal. Jetzt, 20 noch, soll... Ja, ein paar Erfahrungspunkte für ihn noch, wa? Wo er gesagt hat, nicht langwierig machen, bitte. Dass er eigentlich doch noch so schwach ist, wa? Papa, es tut mir leid, ja mir auch, mein Schatz. Schnitter, alter Schwede. Nein, ich müsste Ike machen. Aber mit dem Donnerschwert. Naja, vielleicht macht er einen Crit. Und sonst wäre halt ein gutes Waffenlevel erhöhen. Ihr seid der gegnerische General. Das bin ich. Ich befehlige die Armee von Crimea. Mein Name ist Ike. Ich weiß, das kommt jetzt sehr unerwartet, aber können wir diesen Kampf beenden? Was? Ich möchte, dass ihr die Schleusen schließt. Es besteht kein Grund, die Bevölkerung in diesen Kampf Es besteht kein Grund, die Bevölkerung in unseren Kampf hineinzuziehen, oder doch? Es tut mir leid, aber das kann ich nicht. Erst wenn einer von uns beiden gefallen ist, wird das Wasser gestoppt. Wenn es nicht anders geht, bleibt mir keine andere Wahl. Macht euch bereit. Ja, das ist also General von Crimea, ja, der ist, der zu seinen Schein kann nicht sterben, da Chile in Sicherheit ist. Okay. Das war gescriptet, dass er einen Critical macht. Dauerhahn, ich überlasse euch den Rest. Meine Tochter. Gekillt von ihrem Vorgesetzten, wohlgemerkt, gell? Alter, ey, dass Ike überhaupt noch in die Augen sehen kann. Silberschwert, geil. Kann ich das jetzt nutzen oder was? Nehmen wir noch nicht. Verdammter Mist. Wir sind da. Wir haben sonst alles, wa? Jo. General Ike, Sir, die Schleusen wurden geschlossen. So, wie sieht der Schaden in der Umgebung aus? Es ist schrecklich. Alle Felder und Häuser wurden vollständig zerstört. Ich verstehe. Ich glaube nicht, dass der gegnerische General das wollte. Warum muss dies passieren? Es ist herzlos. Was wird mit denen passieren, die ja zu Hause verloren haben? Können wir ihnen wie helfen? Du willst der feindlichen Bevölkerung helfen? Die Zeit und Energie haben wir nun wirklich nicht übrig. So, nimm Heilmittel aus unseren Vorräten und gib's den Einheimischen. Was? Ist das ein Ernst? Unser Gegner ist das Heer von denen. Wir liegen nicht im Streit mit Zivilisten. Ike, ich weiß, was du für diese Leute empfindest, aber wir befinden uns im Krieg. Wir haben nicht... Ich weiß nicht, ob wir etwas erreichen sollen. Aber ich kann nicht einfach, ohne einen Finger zu krümmen, aufbrechen. Ich verstehe. Ich würde auch lieber eine Tat bereuen, als zu bereuen, dass ich nichts getan habe. Ich würde auch gerne helfen. Vielleicht kann ich den Verletzten helfen. Schwachsinn. Hallo? Was ist mit dem los, Alter? Oh, Vater. Chill. Egal, was es für Gründe gibt. Ich habe dir deinen Vater genommen. Ich kann das nicht mit dem Krieg entschuldigen. Wenn du dich an mir für deinen Vater rächen möchtest, verstehe ich das. Du hast alles Recht dazu. Sobald du über die Dinge nachgedacht hast, lass mich wissen, was du nun tun wirst. Ich würde mir wünschen, du bliebest bei uns, aber es liegt an dir. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Voll herzlos. Wir müssen das Kapitel abschließen, ging nicht anders. 1, 2, 3, 5 insgesamt. Wir haben Glück, so viel zu haben. Captain Darahan, was werden wir jetzt tun? General Shirem ist tot und unsere Häuser zerstört. Was sollen wir uns Familien sagen? Was wollt ihr tun? Wir haben jedes Recht, hier zu bleiben, verwirkt. Zu bleiben nur noch Betschnin oder Crimea. General Shirem wurde von Crimea geschlagen. Sich nur mit ihnen zusammenzuschließen, ist nicht möglich. Da bleibt uns nur die Rückkehr nach Betschnien. Ich bezweifle, dass sie uns als Helden empfangen werden, aber... Ich habe eine alte Freundin bei den Pegasus-Rittern. Soll ich sie kontaktieren? Oh Mann, 18 Jahre lang. Hat doch nur eines davon nach Bedeutung? Sag's mir das nicht. Egal was passiert, ich bin stolz, unter General Shirem gedient zu haben. Ihr habt recht, es war eine Ehre. Das war es. Weil die Frage ist, hätten wir überhaupt killen müssen, oder, naja. Ist halt Blind Let's Play, oder von dem her, wenn es passiert, dann passiert's eben. Nun, das war's. Wir haben etwas Zeit gewonnen, indem wir die Umgebung geflutet haben. Aber das wird's nicht lange aufhalten. Ich wusste, dieser ausländische Straßenköter war nutzlos.
Es scheint, als würde der entscheidende Kampf in der Nähe der Hauptstadt stattfinden. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, General Petrine. Um Ihnen das Kommando ein wenig zu erleichtern, wird Sir Bryce Ihnen als Assistent zur Seite stehen. In Bezug auf die Strategie ist es wohl am besten, wenn ihr direkt mit ihm redet. Tut mir leid, das sagen zu müssen, Enna, aber bin ich diejenige, die die Truppen in die Hauptstadt führen wird? Könnte der Schwarze Ritter dies übernehmen? Da müssen die Pläne ein wenig geändert werden. Ich will jemanden anderes als Assistent auswählen. Nö, er auch nicht. Seine Majestät wünscht, dass du die Truppen befehligst, Enna. Ich soll das Kommando über eine Armee übernehmen? Richtig. Du steigst auf, General Enna. Das ist zu viel für mich. Ich muss das mit dem König absprechen. Ja, was ein seltener Anblick. Ich habe dich noch nie so nervös gesehen. Hör zu, wenn du mit seiner Majestät sprechen willst, musst du deine Pflichten erfüllen. Er hat angeordnet, dass bis dahin keine Gespräche und Audienzen stattfinden sollen. Ich komme ein bisschen spät. Wenn das nicht mal der große Schwarze Ritter ist, lange her. Ist immer sehr beschäftigt, war? Heute hier, morgen da, egal Manöver. Sind der Beweis, wie sehr mir seine Majestät vertraut. Enna, begib dich zum Osttor. Du hast einen Besucher. In Ordnung. Ist das der Wurm? Hat es dabei? Es scheint so. Er besteht darauf, es nur Enna persönlich zu geben. Solange es uns gehört, ist mir etwas egal. Sobald Enna zurück ist, werdet ihr es mir auf direktem Weg zum König bringen. Sorgt dafür, dass es unterwegs gut eingepackt ist, sonst wäre es ein Unglück. Und das müssen wir nicht extra sagen, Mann. Viel wichtiger ist, was ihr jetzt vorhabt. Ich werde Ike auslöschen. Was? Enna, geht es dir gut? Wo ist Leons Medaillon? Hier, bitte nimm es. Es fühlt sich so schwer an, und das liegt nicht nur an der Verpackung. Könnte es die Energie des Chaos sein, des bösen Gottes? Jetzt kann es an die Seite König Aschnat zurückkehren, nicht wahr? Nein, noch nicht. Was meinst du damit? Ich bin für die Verteidigung der Hauptstadt verantwortlich. Ich muss mich der Armee von Crimea stellen. Nein! Vielen Dank, du hast so viel für mich getan. Aber nun ist es genug. Bitte, fordere deine Freiheit zurück. Es gibt keinen Grund mehr für dich, weiter den Befehlen Danes zu folgen. Und du, willst du sterben? Nein, ich kann nicht anders. Selbst wenn ich die ganze Armee von Crimea niedermetzen muss, ich werde zu ihm zurückkehren. Und dass er wohl dich vergessen hat. Das spielt keine Rolle, ich gehöre an seine Seite und sonst nirgendwo hin. Ich werde dich wahrscheinlich niemals wiedersehen. Ich bitte für dein ewiges Glück. Enna, warte! Wer ist das? Vergiss mich, das ist mein letzter Befehl für dich. Leb wohl, Nasir. Enna.